Vielen Dank für die Einladung hierher nach Ljubljana zu dem Hieronymus-Kongress. Verstehen Sie Deutsch? Ein bisschen. Ein bisschen. Die Folien, die Präsentation ist auch ein wenig in Englisch gehalten. Und ich möchte sprechen über den heiligen Hieronymus in der islamischen Kunst. Und hier ist zu sagen, dass ich 4 Bilder zeigen werde, 4 Pictures, die den heiligen Hieronymus darstellen. Und diese 4 Bilder stammen alle aus dem Umfeld des mogulischen Kaiserhofes, der Mughal Court in Indien, und sind vor allen Dingen zu der Regierungszeit von Kaiser Akbar I. entstanden. Sie sind deswegen der islamisch-indischen Kunst zuzurechnen. Hier im Islamischen Museum in Doha im Emirat Katar findet sich diese Miniatur. Sie ist signiert mit dem Namen Faruk Beg und sie ist auch datiert auf das Jahr 1024 nach der Hijra oder unsere Zeitrechnung 1615, 1615. Oben und unten gibt es eine Inschrift, auf die komme ich ganz am Schluss zu sprechen, weil diese Inschrift sagt nichts über das Bild aus, nichts über den Bildinhalt, nur die Signatur, also Faruk Beg, ist deutlich. Das Museum in Doha ist gegründet 2008 und kurz darauf hat das Museum Künstlerinnen, Artists and Scientists, Künstler, Wissenschaftler aus aller Welt eingeladen, über Bilder, über Kunstwerke in diesem Museum zu schreiben, zu reflektieren. Und daraus ist ein Buch entstanden, Reflections of Islamic Art, von der ägyptischen Künstlerin Ada Suaif, herausgegeben, unter diesem Titel erschienen. Und 3, unabhängig voneinander, 3 Künstler, Literaten, Schriftsteller, 3 haben sich dieses Bild ausgesucht und assoziieren dieses Bild mit dem heiligen Hieronymus. Das sind diese 3 Künstler, Wissenschaftler, Literaten. Das ist einmal Jabur al-Dowi. Er ist aus einer christlich-libanesischen Familie. Raya Shehadeh ist geborener Palästinenser. Und Adam Foulds, der 3. britischer Schriftsteller und Dichter, Poet. Und alle 3 haben in diesem Buch publiziert und schildern aus unterschiedlichen Zusammenhängen ihre Beziehung zu diesem Bild und assoziieren dieses Bild mit dem heiligen Hieronymus. Betrachtet man dieses Bild genauer, dann stellt man fest, dass on the right side, rechts, das Motiv von Faruk Beg sehr große Ähnlichkeiten aufweist, links mit diesem Stich von Raphael Sadeler. Die Haltung, die Körperhaltung, der Mann mit den gefalteten Händen, das alles ist wohl von Faruk Beg aus diesem Stich von Raphael Sadeler übernommen. Der Stich von Raphael Sadeler ist eigentlich größer und Sie sehen, dass Faruk Beg hat das große Bild von Sadeler in ein Bild zusammengenommen. Die Stube, das Zimmer und den Garten mit den Bäumen,
das hat er in ein Bild gewissermaßen komprimiert. Und dabei ist interessant, dass Sadeler dieses Bild überschreibt mit Dolor, also lateinisch. Das könnte man mit Schmerz übersetzen. Angebrachter ist es wahrscheinlich eher, das Dolor zu übersetzen mit Sorge, Sorrow oder Melancholie. Aber es ist noch nicht eindeutig, dass es sich um Hieronymus handelt. Nimmt man allerdings noch den Stich von Albrecht Dürer, St. Hieronymus in seiner Studierstube, mit dazu, dann sieht man, dass verschiedene Bildelemente, der alte Mann, der Old Wise Man, der Hund, die Bibel, das sind alles Elemente, die tatsächlich Attribute des heiligen Hieronymus sind. Und daraus lässt sich dann auch schließen, dass auch der Stich von Sadeler, Dolor, Melancholie, eben tatsächlich auf den heiligen Hieronymus bezogen ist. Was soll man nun davon halten? Faruk Bek kannte diesen Stich von Sadeler und identifiziert ihn möglicherweise mit dem heiligen Hieronymus. Also, dieses Bild, erstens, entweder ist damit wirklich der heilige Hieronymus gemeint, oder zweitens, Faruk Bek übernimmt dieses Motiv, um im islamischen Sinn einen Sufi-Master darzustellen. Oder Faruk Bek verwendet dieses Bild als Selbstporträt. Dieses Bild, 1615 entstanden, 1615 ist auch das Todesjahr, the death of Faruk Bek. Vielleicht ist das nochmal eine Zusammenfassung seiner Selbstsicht, seines Selbstporträts. Oder es ist nur eine formale Studie, ohne weiteren Inhalt. Ein weiteres Bild, das den heiligen Hieronymus darstellt, stammt von Kesu Das. Kesu Das war von der Herkunft her ein Hindu, hat aber an dem Hof von Kaiser Akbar in den Ateliers gearbeitet, und von Kesu Das weiß man, dass er sehr viele Motive nach europäischen, nach abendländischen Vorlagen, Vorbildern geschaffen hat. 1580 bis 85 ist dieses Bild von Kesu Das entstanden. Das ist auch nicht bezeichnet, nicht betitelt, aber vergleicht man hier dieses Bild mit einem Stich von Mario Cartaro, der heilige Hieronymus in der Landschaft von 1564, heute in der Albertina, dann wird man sehr schnell feststellen, dass also tatsächlich Kesu Das hier den heiligen Hieronymus von Mario Cartaro zum Vorbild genommen hat. Auch hier die Frage, was bedeutet es? Nimmt man noch ein Gemälde von Michelangelo mit dazu in der Sixtinischen Kapelle? Der trunkene Noah ist der Noah, Biblical Noah, der trunkene Noah. Dann hat Michelangelo einen perfekten Körper gemalt, eine Körperstudie, und Mario Cartaro orientiert sich an Michelangelo, um seinerseits einen perfekten Körper zu zeichnen, und diese Darstellung des Körpers, das fasziniert nun diese Künstlerinnen, diese Künstler am Hof, am indischen Hof von Kaiser Akbar. Das gab es bis dahin in der islamischen Kunst nicht, dass man den Menschen gemalt hat, wie er tatsächlich ist, in seiner Körperlichkeit, mit Muskeln, mit Sehnen.
tatsächlich dann auch in seiner Nacktheit oder fast Nacktheit. Also kann man hier sagen, jawohl, der Keshav Das ist fasziniert von diesen Vorbildern, von dieser Körperlichkeit und setzt das dann auch ins Bild um. Und diese Beobachtung stützt eben die These, dass die indo-islamischen Künstler diese europäischen Vorlagen verwendet haben, weil sie an dieser für sie bis dahin unbekannten Stilistik, Stilform interessiert waren. Das wollten sie jetzt auch können, was bis dahin in der islamischen Kunst absolut unüblich war. Ein drittes Bild, auch nicht bezeichnet, aus der Vollner-Kollektion, auch dem mogulischen Hof zugeschrieben. Ein älterer Mann vor einem geöffneten Fenster mit einem Blick in eine abstrakte Landschaft sitzt und schreibt in ein großes Buch. Man wird ihn sehr schnell mit dem heiligen Hieronymus identifizieren, wenn man links das Gemälde von Domenico Ghirlandaio mit dazu nimmt. Der heilige Hieronymus 1480 in seiner Studierstube, ein Gemälde aus der Kirche Ognissanti in Florenz und dieselbe Körperhaltung, das Schreiben ins Buch, das Gewand, der Habit, also all das ist sehr viel vergleichbar. Jetzt ist es eher unwahrscheinlich, dass Keshav Das in Florenz gewesen ist, aber er kannte mit Sicherheit einen Stich von Albrecht Dürer, St. Hieronymus in seiner Studierstube, und Dürer orientierte sich an Domenico Ghirlandaio und Keshav Das kannte den Stich von Albrecht Dürer, und so kann man also eine Bilderfolge, eine Abfolge herstellen bis hin zu dem Gemälde von Keshav Das. Man muss nun dazu sagen, und das in aller Kürze, nicht nur, not only Hieronymus, sondern viele andere biblische Figuren, christliche Heilige, wurden in der islamischen Kunst, da gerade am indischen Hof, dargestellt. Ein Beispiel, der heilige Bartholomäus, erkennbar an seinem Messer, an dem Heiligenschein, ist also auch eines dieser Beispiele, damit soll es genug sein. Kaiser Akbar war daran interessiert, in seinem multiethnischen, multireligiösen Land. Er wollte eine Einheitsreligion schaffen, eine New Unit Religion, Religionsgespräche geführt mit allen Religionsvertretern. Und da waren auch christliche Missionare, Jesuiten mit dabei. Sie sehen sie hier auf diesem zeitgenössischen islamischen Bild aus der Biografie von Kaiser Akbar, aus dem Akbarnama. Und Sie sehen hier diese beiden Jesuiten erkennbar an ihrem schwarzen Habit. Die waren bei diesen Religionsgesprächen mit dabei. Und diese Jesuiten hatten in ihrem Gepäck Bibeln, illustrierte Bibeln und jede Menge Bilder, Kupferstiche mit den biblischen Geschichten. Die Jesuiten haben gewissermaßen die europäische Bildkunst an den islamischen Hof in Indien, hier in Fatehpur Sikri, das ist nicht weit von Delhi entfernt. Und ich zeige ein viertes und letztes Bild. Der Künstler ist nicht bekannt, es ist ein Blatt aus einem Album, das sogenannte Buraka Gulshan, befindet sich heute in der Gulshan-Bibliothek in Teheran. Und Sie sehen, das ist wie so ein Pasticcio, Architekturbilder zusammengefügt. Sie sehen links unten den heiligen Hieronymus und hier nochmal links der heilige Hieronymus, offenkundig wieder einen Stich diesmal von dem Bruder, von Jan Sadeler, als Vorlage genommen.
Schaut man sich das Ganze an, dann dies also hier Jan Sadeler. Dann haben wir hier ein Christusbild, das ist offenkundig nach Jan Sadeler, der heilige Petrus, die Vorlage von Jan Sadeler. Und jetzt spannend, dieses Bild ist profan nach Jakob Goltzius. Ein Mann bedrängt eine Frau, er will etwas von ihr und gives her money for her attachment. Und da hat der Künstler, hier nur den Ausschnitt oben genommen. Für die Maria habe ich kein exaktes Vorbild gefunden, aber daran ist erkennbar, das sind nur Studien. Dieses Blatt hat ja keinen inneren Zusammenhalt mit religiösen, mit profanen Szenen, sondern der Künstler hatte einfach Freude am Kopieren, am Nachempfinden, wie man das macht. Das ist also ein Pasticcio von religiösen und profanen Themen und unterstreicht also nochmal diese Freude an der Kopie von europäischen Vorbildern. Aber jetzt nochmal zu dem Bild von Faruk Bek. Ich habe gesagt, das ist eine Inschrift am oberen und unteren Rand und Englisch und Deutsch. Dieses Werk der Wunder des Alters ist in seinem 70. Lebensjahr und im 10. Regierungsjahr von Jahangir. Jahangir ist der Nachfolger von Kaiser Akbar, im Jahre 1024 der Hijra von Faruk Bek gemacht. Also er signiert das Bild. Es ist ein Work of Miracles, ein Wunderwerk und deswegen vielleicht nochmal die Annahme, dass er es tatsächlich auf sich bezieht und darin ein Selbstporträt sieht. So kann man das also zusammenfassen, dass in der mogulischen Kunst viele westeuropäische christliche Vorlagen verwendet worden sind, bekannt waren und dass diese als für Studienzwecke gedient haben, für eine Kunst, die bis dahin noch nicht üblich gewesen ist und die sich aber große Beliebtheit erfreuten und dann in so Bilderalben, eins nach dem anderen, einfach auch ohne Zusammenhang gesammelt wurden. Aber vielleicht hat Faruk Bek den heiligen Hieronymus doch gekannt, geschätzt und hat den heiligen Hieronymus dieses Bild als Vorlage für ein Selbstporträt verwendet. Vielen Dank fürs Zuhören.